Schöne gute Morgen, merci Herr Präsident, Herr Premierminister, die Damen und Herren Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will am Namen von meiner Fraktion am Anfang dem Premierminister merci so für seine Erklärung, die gestern über die Lage von der Nation aufgehen hat. Sie hast ja schon viel kommentiert, den einen war nicht genug Analyse, den anderen hat sie die Finanzen gefehlt. Die Männer waren nicht genug Annoncen dran. Bon, wir mengen, dass es ein Rundried war. Und ich werde ganz von euch, mein Ried, aufschließen, werden auch nicht alle Guten zufrieden sind. Da wird auch die Mengen das gefehlt und die Männer das gefehlt haben. Weil ich werde mich auf Einzelpunkte konzentrieren, am Namen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die als besonders wichtig schenken an diesem Anblick. Es war eine Erklärung über die wirtschaftliche und soziale Situation von unserem Land und das in einer Zeit von vielen Ungewissheiten, von vielen Unsicherheiten. An einer Zeit, wo wir noch nicht aufsehen können, wie sich die aktuellen Krisen am Nahen Osten werden auswirken, aber wie strukturell Sorgen, die wir schon haben, sich nach weiter vielleicht verschärfen. An einer Zeit, wo die Regierung sich mit den Sozialpartnern berät, wie wir als Land auf die kommenden Herausforderungen präparieren können. Anhand der letzten Erklärung am letzten Jahr ist ja auch viel geschieht. Eine Reform für als Pensionen aufzusichern, als Wirtschaft war Weg von einer leichten Erholung, Kaufkraft von den Leuten gestärkt. Mit dem Iran-Krieg am Anfang von diesem Jahr gouf an der Welt eng Energiekrise provozeiert, die nicht ohne Auswirkungen auf die Lieferketten und auf die Inflation wird bleiben. Auf diesem Hintergrund muss man als Politik neu ausrichten. Wenn wir heute die Lage von der Nation diskutieren, dann ist das für die CSV klar, dass wir über all die Menschen diskutieren, die das Land alltag mittragen. Rund 368.000 Lützebäuerinnen und Lützebäuer, die hier leben, 322.000 Nicht-Lützebäuer, die hier leben, die hier wohnen, die hier arbeiten, hier Steuern bezahlen. Und mit ihrer Familie bei uns eine neue Heimat gefunden. Wir schwätzen über 232.000 Frontalien, die morgens über die Grenze kommen und ohne die ein großen Teil von unserem Alltag nicht funktionieren. Unser Land lebt aus dem Zusammenspiel mit der Großregion. Wir diskutieren auch über die Lützebäuerinnen und Lützebäuer, die nicht mehr am Land wohnen, die an die Großregion geplündert sind, weil der Wohnraum heute zu teuer ist, die noch immer hier arbeiten, hier Familie haben, hier verwurzelt sind, aber auf der anderen Seite von der Grenze leben. Und noch die Lützebäuer Diaspora, die mir weiter wegschläft, mir weiter dem Land verbunden bleibt. Wir diskutieren heute über all die, die wollen, dass Lützeburg auch noch stark sozial und sicher bleibt. Wie geht es diesem Land, dieser Kommunität, die Lützeburg alltag ausmischt? Wir machen uns all Sorgen über die internationale Situation, die der Premier gestern beschrieben wird. Wir spüren Unsicherheiten am Alltag. Wie geht es weiter? Geht immer alles Medaille. Als kann er sich hier an diesem Land nach einer Zukunft aufbauen. Bleibt das, was Lützeburg stark gemacht hat, auch nur noch erhalten. Und das Sorgen holen wir echt. Und es stellen sich eine ganze Reihe von sozialen Fragen. Wir Sorgen echt holen, heißt nicht, das Land mehr schwer schwätzen, wie es ist. Es gibt in der letzten Zeit eine Art und Weise, wie über Lützeburg zu schwätzen, die bald so klingt, wie wenn hier nichts mehr funktionieren. Das Land muss, wie andere auch, mit diesen Krisen eins gehen, die von außen auf uns abwirken. Und das ist auch nicht vertäuscht an der Geschichte von unserem Land. Probleme sind real, mit Stärke von unserem Land, die sind auch real. Was wir brauchen als Klarheit über Probleme, Vertrauen an unsere Kapazitäten, an die Courage, das zu machen, was nötig ist. Wir müssen uns präparieren, ob die sozial und ökonomischen Konsequenzen, die durch das Krieg
für uns dir ob es zukommen. Herr Präsident, die echt sozial froh als Kaufkraft. Was bleibt Ende vom Mond übrig? Wie viel kostet ein Abkauf am Supermarché? Wie hoch geht die Stromrechnung? Und wie viel Spielraum bleibt noch von der Loyer oder der Kredit bezahlt sind? Kaufkraft stärken heißt nicht nur etwas gegen die Inflation machen. Es heißt Respekt, weil sie für den Leute, die schaffen, die Verantwortung drohen, die Rechnungen bezahlen und die erwarten, dass dadurch sich am Land lohnt. Und in dem Sinn ist der Index ein wichtiger Pilier von unserem sozialen Modell. Es sorgt dafür, dass Löhne und Pensionen nicht einfach hunderte Preise zurückfallen, wenn das Leben mehr teuer wird. Aber wie der Premier sagt, der Index ist nicht vorgestellt. Mit Kaufkraft schützt sie nicht nur über den Index. Weil wenn Preise klammen, kriegt der Staat indirekt auf der anderen Seite durch Kalprogression einen Teil zurück. Dafür hat die Regierung auch beim Steuerbarem gehandelt, an den und die Inflation angepasst. Eine Entlastung von rund 480 Millionen Euro. Am Januar 2025 kommen zusätzliche Park von 420 Millionen Euro dabei. Der soziale Mindestlohn gouf steuerfrei. A länger Zeier Witfrauen und Witmänner goufen gezielt entlascht. Und noch Durchsetzpaket für Schuldzinsen ob Immobilienprämien als schon verbessert gehen. Das ist mehr netto vom Brutto. Jo, es soll von seinem Lohn können leben. Dafür 100 Leute entlascht. Und dafür sind weiter Entlastungen vorgesehen. Das Regierung wird eine einheitliche Steuerklasse für die Leute alle Guten hier am Land aufhören. Eine Gesellschaftsreform und zugleich auch die familienfreundliche Steuerreform, die es jemals an diesem Land gouf. Der Finanzminister Gilles Roth hat ein modernes Steuerkonzept ausgeschafft, das Steuern und Lebenswirklichkeit von heute anpasst, mit einer soliden Entlastung für die allermeisten Leute. Kein wird dabei verlieren, und das vom Steuerjahr 2021 an. Eine einheitliche Steuerklasse für jeden, für alle Familien, alle Mama und alle Pap, ob bestört, gepackt, gescheit oder gekümmert. Die steuerliche Situation wird in Zukunft nicht mehr beeinflusst, wenn die Familiensituation sich ändert. All Familienmodell wird selbst besteuert, aber behandelt gehen. Der Bruttokostenpunkt wird auf 900 Millionen Euro am Jahr geschätzt. Dabei geht nicht nur die Individualisierung. Dazu gehören noch Änderungen bei den Dépenses Spezial, den Bauspurverträgen, den neuen Abattement Petite Enfance und den Abattement Conjoint. Mit diesen zwei Abattements unterstützen wir auch weiter konkret Familien. Und noch nicht zu vergessen, eine weitere Erhöhung vom Kredit monoparental. Die Kosten sind heute eine Entlastung für die Leute, gehen zum Teil gegenfinanziert mit den Indextranchen, die heute noch nicht berechnet sind, respektive die bis 2021 aufhalen. Das allein macht rund 450 Millionen Euro aus. Wenn diese Reform nicht will machen, muss das dann noch so. Und man muss auch so, dass man dann de facto eine Steuererhöhung will. Dem muss die Bürgerinnen und Bürger erklären, dass sie nicht das zurückkriegen, was sie durch die sogenannte Kalprogression über die letzten Jahre verloren haben. CSV will Leute weiter entlasten. Wir wollen die Kaufkraft von den Leuten auch an diesen Zeiten stärken. Und dafür stimmen wir zu dieser Reform. Wir stehen auch dazu, dass Breitschultern mehr müssen drohen und dass die mich schwach und vulnerabel müssen unterstützt gehen. Das sind keine Almosen. Das ist eine gerechte Umverteilung an einer solidarischen Gesellschaft. CSV steht für Eigenverantwortung und Solidarität. Und dafür kommen wir zu den Grausamkeiten, wie Einzelne das nennen, die die Regierung in der letzten Zeit gemacht hat. Die Energieprämie ist verdreifacht gehen, von 200 auf 600 Euro pro Jahr. Die Allocation de vie chère wird um 10% herabgesetzt. Bei einem Abkommen von 2.710 Euro ist die Allocation de vie chère von 1.652 Euro auf 1.817 Euro herabgegangen. Telefon gehen automatisch ausbezahlt. Telefon gehen gezielt, sehr an ohne unnötige Schulden dahin erbracht, wo sie gebraucht gehen.
Beim nationalen Aktionsplan gegen Armut, den ersten, den eine Regierung ausgeschafft hat, wird das Approche weitergefordert. Über 100 Mesure sollen helfen, mehr einfach, mehr zibliert und mehr gerecht machen. Dazu gehören auch neue Approchen gegen die Altersarmut und Kannerarmut. Den Todesrisiko der Pauvreté läuft 2024 zu Lützeburg bei 18,1%, gegenüber 18,8% am Jahr 2023. Das ist noch immer zu viel. Mit Scheier ist in dieser Regierung nicht mehr weit also nie gegangen. Und der Fakt bleibt der Fakt, auch wenn ihn dauernd an dem Mikro etwas Ernstes sieht. Auch bei den Energiekosten hat die Regierung Verantwortung überholt. Der Strompreisdeckel wird verlängert, seit dem 1. Januar 2026 überholt der Staat für mindestens 3 Jahre einen Teil von den Netzkosten beim Strom mit einem Impact von 150 Millionen Euro. Das hilft der Staat, das hilft den Betrieben und es geschieht automatisch. Das ist vielleicht der Punkt, den in der öffentlichen Debatte nicht genug vorgeholt wird oder vielleicht auch gern ignoriert wird. Die Regierung hat nicht gewährt, bis mehr hohe Energiepreise voll auf die Rechnungen von den Leuten zukommen. Sie hat gehandelt. Mehr Solidarität bedeutet nicht, dass der Staat alles für jede gleich möchte. Der Staat ist keine Kaskoversicherung für alle Lebensrisiko. Sozialgerechtigkeit bedeutet, dass die richtig Hilfe bei denen könnt, die sie am meisten brauchen. Sie bleibt effizient, menschenwürdig, am Respekt für denen, die auf Hilfe angewiesen sind. Pensionen, Gesundheitskäse, Pflege, Sozialhilfen, das sind nicht einfach Budgetsposten. Das ist ein Versprechen von einer Gesellschaft, dass kein am Rhein stehen bleibt, wenn es schwer geht. Wir Versprechen bleibt nicht mehr stark, weil es doch finanzierbar bleibt. Sozialverantwortung heißt nicht nur, Haut zu verdienen. Sozialverantwortung heißt auch nach können zu garantieren, was den Versprach hat. Und das gilt nicht zuletzt für als Gesundheitsversorgung. Der Premier hat gestern konfirmiert, mit uns wird es kein Dekonventionement gehen. Mit uns wird es auch keine Zwei-Klassen-Medizin gehen. Ziel von der Regierung ist, Medizin mehr nur bei den Leuten zu bringen. In dem Sinn wird es in Zukunft für Doktor möglich sein, kleinmedizinische Angriffe an einer Reihe Bereiche auch an Eigenregie zu machen. Herr Präsident, wenn es eine Sozialfrage gibt, wo Kaufkraft, Mittelschicht, Familie, Arbeitsmarkt, Integration, Landesplanung und soziale Frieden zusammenkommen, dann ist es der Wohnraum. Der Logement ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage. Es ist eine Frage von Dignität, eine Frage von Lebensplanung, eine Frage, ob junge Leute Gefühl haben, dass das Land auch hier das Land bleibt. Und die Regierung hat reagiert. Mit dem billigen Akt, mit dem WEFA-Abkaufprogramm, mit dem Spezialfonds, mit der Unterstützung vom Fonds Logement, von der SNHBM, von den Gemengen und mit Partnerschaften am Privatsektor. Konkret heißt das, und der Premier hat es gestern gesagt, 7 von 10 Mesuren für die Bauprozeduren zu vereinfachen sind schon umgesetzt oder an der Chambre deposiert, und die anderen kommen demnächst noch. Das WEFA-Gesetz wird reformiert. Die Budgetsenveloppe für das WEFA-Abkaufprogramm wird erhöht. Es werden Housing Bonds ähnlichen Defense Bonds abgelöst gehen, für abordable Wohnraum zu finanzieren, und des Weiteren wird auch der Lokalitätsschutz verbessert. Es braucht Terrain. Es braucht vereinfachte Prozeduren. Es braucht Gemengen, die sich engagieren. Es braucht aber auch für allen Betriebe und Handwerker, die es können umsetzen. Wir brauchen nicht nur mehr Wohnungen, wir brauchen sie mehr sehr. Wenn ein Projekt Jahre braucht, Ehren überhaupt, kann aufhängen, gebaut zu gehen, da verlieren wir viel Zeit und wir verlieren viel Geld. Wir verlieren Vertrauen. Wir verlieren Wohnraum. Aber von hier und so verlieren wir auch junge Leute, die sich dann in Zukunft an solch ernst aufbauen. Dafür muss Mobilisierung vom Bauland vorgehen. Dafür müssen Prozeduren mehr gehen. Ohne Naturschutz und Umweltschutz einfach über Bord zu gehen. Und dafür
dürfen wir öffentliche Wohnungsbau a Privatpartnerschaften nicht als Gegensatz behandeln. Wir brauchen beides. Wir brauchen den Staat, wir brauchen die Gemengen, die öffentlichen Promoteuren, wir brauchen auch den Privatsektor, die Betriebe, die Handwerk, die Investisseuren, die fähig sind, Wohnraum zu realisieren. Herr Präsident, der gesetzliche Mindestlohn als ein Baustein vom Lützeburger Sozialmodell von der Nachkriegszeit. Aktuell liegt ein unqualifizierter Mindestlohn zu Lützeburg bei rund 2.700 €. Damit leiden über den Mindestlohn von unseren direkten europäischen Nachbarn. In Frankreich liegt das MIG aktuell bei rund 1.400 € im Monat. Der belgische Mindestlohn liegt bei 2.100 € im Monat. An den Deutschen bei rund 2.400 € im Monat. Auch der Vergleich mit dem Rest von Europa weist, dass es näheren so einen hohen Mindestlohn gibt wie heute zu Lützeburg. Wenn ihn das Zölle nennt, dann hat er oft das Argument, dass das nicht viel aussieht, weil wir heute zu Lützeburg viel mehr hohe Lebenskosten haben. Ja, das stimmt, weil zu Lützeburg als Leben teuer. Muss ich aber auch objektiv feststellen. Aber in keinem Land von der Union bringt der Mindestlohn so viel Kaufkraft wie heute zu Lützeburg. Für Kaufkraft sieht, muss auch vom Revenu disponibel schwätzen. Da das Abkommen Sozialleistungen abbegraf, da dann einem Staat nur Aufzug von Steuern und Sozialbeiträgen effektiv bleibt für zu leben. Und dazu gehen es interessant Zahlen von der IGSS. Das ist eine offiziell und unabhängige Instanz. Ein Mindestlohnempfänger hat am Jahr 2024 ein Revenu disponible von 2.405 €. Am Jahr 2025 waren es 2.529 €. Das war ein Plus von 5%. Nach mehr deutlich als die Entwicklung bei einem Ménage monoparental und Mindestlohn mit 2 Kindern. 2024 schlug der Revenu disponible bei 3.451 €, 2025 bei 4.400 €. Das ist ein Plus von 27,5% an das binnen einem Jahr. Das ist nicht just ein Gefühl, das sind Fakten. Dafür ist Behauptung, Kaufkraft für generell Aufgängen einfach falsch. Am Gegenteil, die Zahlen weisen, dass Kaufkraft für viele Städte herabgegangen ist. Auch der Stadtdeck wird in seinem Rapport Travail et Cohésion Sociale für 2025 gewiesen, dass Kaufkraft am Durchschnitt an den letzten Jahren zugeholt wird. Unter anderem durch die Indexierung und durch gezielte Mesuren. Das heißt nicht, dass das Problem gelöst ist. Viele Leute spüren immer noch Druck am Alltag. Mit heißt, dass politische Mesuren eine konkrete Wirkung haben und hatten, an der Entlastung bei vielen Leuten angekommen ist. Die Regierung hat eine weitere substanzielle Erhöhung vom sozialen Mindestlohn proposiert. Auf den 1. Januar 2027 soll der Mindestlohn um rund 175 € klammen. Das entspricht einer Hausse für 6,3%, die sich aus dem Index an der allgemeinen Anpassung und Lohnentwicklung zusammensetzt. Die Anpassung und die allgemeine Lohnentwicklung ist kein Automatismus, wie das aus verschiedenen Krisen zu hören ist, wie ein politischer Schwach, den hier bei dieser Chambre leidet. Die Decision von der Regierung, auch wirtschaftlich mehr schwierigen Zeiten, den Mindestlohn anzupassen, also klar Bekenntnis zum Lützeburger Sozialmodell. Mit dieser Mindestlohnerhöhung behalten wir nicht nur den höchsten Mindestlohn in ganz Europa, wir erreichen auch den Referenzwert für 60% vom Medianlohn, so wie an der europäischen Mindestlohndirektive vorgesehen ist. An der ganzen Frage rund um den Mindestlohn dürfen aber nicht die vergessen, die den Mindestlohn auch effektiv müssen ausbezahlen. Und das sind als Betriebe hier im Land. Da sollte man aufpassen, dass der Mindestlohn nicht dazu führt, dass Betriebe Arbeitsplätze aufbauen, aber keine Leute mehr erstellen, weil die Lohnkosten zu hoch gehen. Da ist also raisonabel, dass die Regierung 1,3% von der annoncierten Anpassung kompensieren will. Einzelne scheinen überzeugt zu sein, dass Sozialfrauen, dass praktisch alle Sozialfrauen
mit einer strukturellen Erhöhung vom Mindestlohn könnte gelöst gehen. Wir sehen das nicht so. Au contraire. Wir riskieren, dadurch noch viel mehr Sozialprobleme zu schaffen, wenn wir die ökonomische Realität vom Land ignorieren. Eine starke Wirtschaft ist nicht der Gegner von einer gerechten Sozialpolitik. Das ist die Voraussetzung. Eine gerechte Sozialpolitik ist nicht der Gegner von einer performanten Wirtschaft. Sie gibt einem Wirtschaftsmodell Sinn, Akzeptanz und Legitimität. Nur der Rezession von 2022 wird die Wirtschaft am Gange sich schlicht zu erholen, mit der Betonung auf Licht. So rechnet das Statec für 25 mit einem Wachstum von 0,6%. Dagegen sind Prävisionen für 26 natürlich ganz schwierig, weil vieles davon abhängt, wie lange der Konflikt am Nahen Osten dauert, ob die Straße von Hormuz abgeht, also für. Am Fall von einem längeren Konflikt geht das Statec von einer Rezession für Lützeburg aus. Wir sind also weit weg von der Croissance von 2,5%, die wir am Durchschnitt zwischen 2010 und 2019 hatten. Und noch mehr weit weg von der 4,4% Wachstum, die man der Moyenne zwischen 1995 und 2008 hatte. Lützeburg hat wirtschaftlich Potenzial. Wir haben eine internationale Attraktivität. Wir haben einen Finanzplatz, der sich weiterentwickelt. Wir haben Know-how an Dienstleistungen, Industrie, Logistik, Handwerk, Forschung und Technologie. Wir haben eine außergewöhnlich internationale Arbeitskraft und eine Zentrallage an Europa. Mehr Potenzial als keine Garantie für die Zukunft. Die Welt rundherum uns wird mehr kompetitiv. Die Kosten klammen, Produktivität steht unter Druck. Betriebe sicher nur qualifizierte Leute. Bauwirtschaft hat schwere Jahre hinter sich und die Administration ist nach ZDAX mehr ein Bremsklotz für die Beschleuniger. Die Regierung hat dafür in den letzten Jahren wichtige Decisionen geholt. Betriebsbesteuerung wurde um 1 Prozentpunkt raufgesetzt. Und ein weiter besser als angekündigt. Das ist nicht einfach ein Cadeau und Betriebe. Das ist eine Investition an den Standort Lützeburg. Wir müssen also nicht viel machen. Kapital, Talente und Innovation sind mobil. Sie gehen dahin, wo die Konditionen stimmen. Die Regierung hat einen Aktionsplan für Start-ups aufgestellt, nachhaltige Finanzen als Zukunftskredo gestärkt, Staatshilfe für Klima- und Umweltschutz an den Betrieben ausgebaut, Prozeduren für die Gründung von einer Entreprise vereinfacht und auf Donner Quantencomputer, künstliche Intelligenz und Digitalisierung gesetzt. Herr Präsident, es wird viel über Kompetitivität geschwärzt. Eins, so klingt das abstrakt. Wir haben all davon einen Betrieb als Kompetitivität ganz konkret. Kompetitivität entsteht über das Leben und die Überleben von einem Betrieb. Kompetitivität ist froh, auch ob eine Autorisation am Monat oder Jahre kommt. Das ist froh, ob eine Firma sich sehr gründen kann oder ob man durch so viele Prozeduren muss, dass Motivation schon fordert, jede Projekt angefangen wird. Das ist froh, ob kleine Mittelbetriebe Zeit haben, sich um Klienten, Personal und Innovation zu kümmern oder ob sie sich durch Formulären, sämtliche administrative Barrieren und unklare Responsabilitäten müssen kämpfen. Auch Zeit als ein Standortfaktor. Wenn eine Autorisation zu lange dauert, geht nicht nur ein paar Bayer und eine Demarche gebremst, es wird ein Projekt gebremst, eine Investition, ein Arbeitsplatz. Heinz du auch ein Wunsch. Dafür ist die administrative Vereinfachung nicht nur eine technische Nebensache. Wir brauchen eine Stadt, die da kontrolliert, wo es nötig ist. Wie du noch versteht, dass Leute an den Betrieben muss nicht aufstehen, für Regeln zu brechen. Sie stehen auf, für Arbeitsplätze zu schaffen. Sie stehen auf, für sich um ihre Klienten zu kümmern. Sie stehen auf, wir können Lohn zu bezahlen. Wir können sie investieren. Und noch am Ende vom Monat zu gucken, ob die Rechnung abgeht. Dafür brauchen wir eine öffentliche Administration, die mehr sicher, mehr digital, mehr verständlich und mehr berechenbar ist. Das Once-Only-Prinzip darf nicht nur ein Slogan bleiben.
Wann der Staat eng Information schon huet, soll der Bürger oder der Betrieb se net nach enke mussssen herabringen. Das ist NRW. Die Wirtschaftsminister wann beschnittieren Herr Feier. Herr Präsident, ob der Januar 2026 geguckt, hatte mir méi op den Januar 26 zurückgeguckt, hatte man méi wie 525.000 Arbeitsplätze hier am Land, bei 300.000 davon bei Residuen. Die letzten SADC-Prävisionen weisen für 26 und 27 Merci, Herr Bauer. Auch von den Prävisionen am aktuellen Kontext mit Vorsicht zu genießen. Sie für die nicht hören und über die Arbeitsplätze geschwärzt am Land gehen. An andere Länder gehen wir so wahrscheinlich mit ein bisschen meiner Bescheidenheit kommentieren. Der Wursten bleibt fragil. Produktivität steht unter Druck. Der Bausektor ist noch immer an einer schwierigen Situation. Und gleichzeitig fanden viele Betriebe nicht die Profile, die sie brauchen. Und das ist ein Paradox von unserer Zeit. Es gibt Arbeit, mit nicht immer die richtige Qualifikation. Es gibt Talente, mit denen fehlt die passende Formation. Und dafür ist die Formation continue so zentral. Seit 2019 als ein Undeel von Demandeur d'Emploi, die Informationen gemacht haben, verdreifacht gehen. Allein 25, schon bei 9.100 Demandeur d'Emploi und hat man enger Formation teilgeholt, mit über 16.500 Partizipanten am Ganzen. Herr Präsident, das ist legitim, über mehr Lohn, mehr Congé oder mehr kurz Arbeitszeiten zu diskutieren. Aber Politik darf nicht, wenn sie Forderungen an die Welt setzt, bei der Frage stehen bleiben, klingt das gut. Sie müssen sich eigentlich auch vorstellen, ist das machbar? Es ist kein Ökonomist. Wir wollen eine 38 Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich fordert, eine 6 Congéswoche fordert und zusätzlich ein substanziell Haus vom Mindestlohn. Da stelle ich ganz einfach die Frage, wie soll das eigentlich in Zukunft in Wirtschaft gehen? An enger Zeit, wo man keine Croissance von 5% haben, wo die Produktivität unter Druck steht, wo viele Betriebe keine Leute fanden, wo man gleichzeitig als Sozialstaat, als Pensionen und als Investitionen muss finanzieren. Da muss ich ehrlich fragen, wie soll die Rechnung abgehen? Das ist kein kahlen ökonomischer Reflex, das ist ein Realitätscheck. Und nicht ein Realitätscheck gegen Salarien, am Gegenteil. Weil eine Mesure ist nicht sozial, weil sie gut klingt. Eine Mesure ist sozial, wenn sie auch langfristig Arbeitsplätze, Kaufkraft und Perspektive schafft. Das so. Wann ich gelieft, Herr Zeimert. Wann ich gelieft, Herr Zeimert. Das ist einfach. Die Bartholomew und Herr Zeimert. Das ist einfach. Es ist einfach, eine Mesure auf ein Affiche zu schreiben. Es ist mehr schwer, so in einem kleinen Handwerksbetrieb, an einer Kirche, an einem Restaurant, auf einem Chantier konkret umzusetzen. Und dafür braucht das Land keine Politik, die just die nächste Forderung stellt. Es braucht eine Politik, die sich fragt, was packen wir noch als Land? Was hilft den Leuten wirklich? Aber wie können wir auch Wohlstand schaffen? Wohlstand entsteht da, wo Leute schaffen, wo Betriebe investieren, wo Innovation möglich ist, aber wo der Staat nicht blockiert, aber ermöglicht. Kompetitivität ist froh, ob Lützeburg auch nur noch gut Arbeitsplätze hat, ob Betriebe hier noch investieren, ob junge Leute hier noch eine Perspektive gesehen, ob Arbeit sich hier noch lohnt, ob wir nur noch genug Steuern hätten für Schulen, Spitäler, Infrastrukturen, Pensionen und Sozialhilfen zu finanzieren. Es geht also nicht darum,
Wirtschaft gegen Soziales auszuspielen. Es geht darum, die Fähigkeit vom Land zu erhalten, Wohlstand zu schaffen. Weil nimmen, wenn Wert geschafft wird, kann er auch verdeelt gehen. Hier im Haus finde ich wirklich einen Eindruck. Wir wissen alle Guten, und die gehen noch besser wie die anderen, wie wir den Reichtum und den Wohlstand können verdeelen. Aber wie soll geschafft gehen, da hat die nicht so viel. Nimmen, wenn die Wirtschaft stark ist, kann der Sozialstaat stark bleiben. Produktivität pro geschaffter Stunde ist zu Lützeburg zwischen 2003 und 2023 um 2,9% zurückgegangen. Während sie an der Europäischen Union um 21,1% geklommen ist. Lützeburg bleibt zwar stark, aber andere Länder bewegen sich auch. Die Leistungsfähigkeit von einem Land ist wie ein Muskel. Wenn ihr ihn nicht trainiert, verliert ihr Kraft. Und diesen Muskel trainieren wir nicht mit mehr Komplexität, mehr Belastungen und immer mehr Prozeduren. Wir trainieren ihn als Muskel durch Innovation, durch Formation, durch Investitionen, durch administrative Vereinfachung, durch Digitalisierung und durch eine Kultur, die die Leute nicht bremst, mit die Leute nur vorbringen. Finanzplatz bleibt dabei eben als ein Hauptmotor. Sie steht für rund 15% von den Beschäftigten. Über 60% von den Betriebssteuern kommen über den Finanzplatz. Sie ist also nicht einfach ein Sektor in der Vielen. Sie ist ein Pilier von unserer wirtschaftlichen und fiskalen Leistungsfähigkeit. Aber gerade weil sie so wichtig ist, dürfen wir sie nicht einfach als Acquis behandeln. Der Finanzplatz muss sich weiter modernisieren. Fintech, nachhaltige Finanzen, Cybersecurity und andere neue europäische Marché müssen nach Schluss gehen. Das ist keine Option, das ist eine Notwendigkeit. Herr Präsident, ein Land funktioniert nicht ohne gute Schulen, ohne eine kompetente Verwaltung, ohne Police, Justiz, Spitäler, Infrastrukturen, öffentliche Services, auf die wir uns als Bürger können verlassen. Als Population hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Staat und Gemeinden haben sich professionalisiert. Wir haben heute einen performanten Rettungsdienst mit Benevolen und Professionellen. In dieser Regierung wird die Polizei sichtbar gestärkt. 2023 sind 500 Polizisten mehr am Einsatz. Gleichzeitig wird die Polizei lokal angefordert. Mehr Sicherheit bedeutet nicht nur Polizei. Sicherheit bedeutet auch eine starke Justiz, die Recht durchsetzt und für Gerechtigkeit sorgt. Eine schnelle Justiz ist nicht unbedingt die beste. Aber als Prozeduren dauern zu lang. Dafür ist es wichtig, als Magistratur zu verstärken und als Prozeduren zu vereinfachen. Weil auch Terror muss es zu einem besseren Sicherheitsgefühl kommen. Ein subjektiv Unsicherheitsgefühl ist an der Politik ein Fakt. Zahlen überzeugen nicht immer. Wenn die Leute sich nicht sicher spüren auf einem Platz am öffentlichen Raum, auch wenn es faktisch sicher ist, da bleibt es immer noch ein Fakt, dass die Leute sich nicht sicher spüren. Es geht um Vertrauen von den Bürgern. Vertrauen daran, dass die Polizei da ist, wenn sie braucht. Vertrauen daran, dass die Justiz konsequent handelt. Vertrauen daran, dass die Politik Probleme nicht verdrängt, wie sie aufpegt. Es geht auch, und nicht zuletzt, um Respekt und Autorität, auch an der Schule. Es kann nicht sein, dass wir zulassen, dass Lehrpersonal oder sonst Mitarbeiter von Staat und Gemeinden am Alltag menaciert gehen. Wenn sich nicht an Regeln hält, muss man mit Konsequenzen rechnen. All Bürger muss dem Staat seine Autorität kritisch hinterfragen. Mit all Bürger muss an einer Demokratie die Autorität vom Staat auch anerkennen und respektieren. Und das muss an der Schule aufhängen. Wir wollen allkant die beste Startchance geben, weil wir zu Lützeburg eine ganz heterogene Schullandschaft tun. Eine durch Spruchsituation. Aus dem Grund gibt es Alphabetisierung auf Französisch auf der Webboard. Für die kann die mehr eng lernen zur französischen Sprache
da aufzuholen, wo sie sind. Wie wir alle wissen, erfordert leere Konzentration. Auch Nullausstand erfordert Konzentration. Das ist aber ein Fakt, dass Jugendliche zu viel Zeit für den Ekran verbringen, was sich bestimmt nicht positiv auf ihre schulische Leistungen auswirkt. Dafür wird gehandelt. Handyverbot an den Schulen und CSV ist für einen geregelten Zugang zu sozialen Netzwerken. Erster Schritt sind am europäischen Niveau gemacht. Wenn das nicht viel geht, dann der Premier hat das konfirmiert, dann wird man nicht ewig werden, dass das geschieht. Da, wo der Staat muss stark sein, da muss der Staat mit Personal verstärkt gehen. Weil wir brauchen eine starke Funktion publique. Und das ist auch richtig zu sagen, Lützeburg hat eine Funktion publique, die am internationalen Vergleich gut aufschneidet. In einem kleinen Land mit den Funktionen von einem großen Staat ist das keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Leistung. Aber gerade weil der Staat so wichtig ist, muss man ehrlich über seine Wurst schwätzen. Nicht aus Neid. Nicht für eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Aber weil es um Gleichgewicht am Land geht. Zwischen 2016 und 2024 als Zahl von den Leuten, die am Zentralstaat arbeiten, wenn die Vollzeitposten rechnet, rund 42% geklommen. Am selben Zeitraum sind Lohnkosten beim Zentralstaat von rund 2,3 Millionen Euro auf rund 4,9 Millionen Euro geklommen. Pardon, Milliarden, merci Herr Korten. Wenn in die mehr breite Definition vom öffentlichen Sektor guckt, mit Gemengen, Edukationssektor, Gesundheitssektor, parastaatlich und anderen öffentlichen Entitäten, schätzt die Zentralbank für rund 9,8 Milliarden Euro auf Personalkosten, also ein Viertel von unseren öffentlichen Ausgaben. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Privatsektor deutlich mehr unter Druck steht. Laut einem rezenten wirtschaftlichen Bilanz goufen 2025 am Privatsektor netto nach just 900 neue Arbeitsplätze geschafft, während den öffentlichen Sektor an den öffentlichen Gesundheit- und Bildungsbereich zusammen mit 4.400 Plätzen gewusst sind. Das heißt, von den rund 5.300 neuen Arbeitsplätzen am Land kommen über 80% aus den Bereichen, die direkt oder indirekt aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das kann an einer Krise kurzfristig stabilisierend wirken. Wenn das zu einem dauerhaften Trend geht, dann haben wir ein Problem. Weil der Staat kann nicht auf Dauer den Hauptmotor von der Beschäftigung sein. Wenn die Privatwirtschaft immer mehr Dynamik verliert. Der Staat kann aufschirmen, stärken, investieren und organisieren. Aber der Staat kann nicht allein Wohlstand erwirtschaften und dann nur verdienen. Wenn der Privatsektor in Dynamik verliert, da verliert das Land nicht nur eine Produktivität. Es verliert Innovation, Investitionen, Exportkraft, Steuerrecetten und damit auch die finanzielle Basis vom Sozialstaat. Ganz richtig. Dafür ist das kein froh, der Staat gegen den Privatsektor. Es ist ein froh über das Gleichgewicht, das das Lützeburger Modell über Jahrzehnte stark gemacht hat. Herr Präsident, die Handlungsfähigkeit vom Staat ist keine Selbstverständlichkeit. Sie hängt davon auf, dass wir auch responsabel mit unseren öffentlichen Finanzen umgehen. Ein Staat, der viel verspricht, wie sein Spielraum verliert, kann an der nächsten Krise nicht mehr so helfen, wie die Leute das von ihm erwarten. Dafür geht es nicht darum, den Staat zu schwächen. Es geht darum, den Staat zukunftsfähig zu machen. Das heißt, Zukunft Prioritäten setzen, Effektivität verbessern, Digitalisierung nutzen. Ohne, dass man alle neuen Herausforderungen automatisch mit immer mehr Strukturen, immer mehr Prozeduren und immer mehr Ausgaben wollen beantworten. Weil eine verantwortliche Staatspolitik bedeutet nicht, den Staat immer mehr groß zu machen. Das bedeutet, den Staat so aufzustellen, dass er seine Aufgabe gut, sicher und nachhaltig erfüllen kann. Das Lützeburger Modell kann just funktionieren,
Wenn die Wohlstand schaffen, stark genug bleiben, wenn der Staat seine Mittel auf die richtigen Prioritäten konzentriert, aber wenn der Sozialstaat nicht nur Haut verspricht, mir auch nur nach sein Versprechen hält. Wir brauchen einen Staat, der das Land dreht, aber wir brauchen auch eine Wirtschaft, die den Staat drohen kann. Herr Präsident, wir brauchen noch Sicherheit, dass die Energie bezahlbar und disponibel bleibt, dass als Infrastrukturen funktionieren, dass als Donner, als Betriebe und als Bürger geschützt sind. Und dass letztlich auch nur noch fähig bleibt, seine Schwaren zu treffen. Souveränität heißt nicht zumachen. Souveränität heißt, sich nicht sich von der Welt aufzukoppeln. Souveränität heißt, offen bleiben, wir nicht naiv sind. Partnerschaften sichern, wir nicht aufhängig gehen. Als kleines Land nicht allein stehen, wir in einem Europa handeln, das mehr stark, mehr sehr und mehr handlungsfähig ist. Ein souverän Lützeburg geht es just und der Premier hat nach Strach an einem Europa, das seine Interessen, seine Werte und seine Sicherheit selber mehr konsequent verteidigen kann. Die Pandemie hat uns gewiesen, wie sehr Lieferketten unter Druck geraten können. Die Energiekrise hat uns gewiesen, wie daher Aufhängigkeit kann gehen. Cyberattacken weisen, wie vulnerabel moderne Infrastrukturen sind. An der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat uns brutal daran erinnert, dass Frieden in Europa nicht einfach eine Garantie von der Geschichte ist. Mir etwas wird alldach neu muss geschützt, verteidigt, aber politischem Courage aufgesichert gehen. Resilienz sind heißt, sich so viel bereden, dass die nächste Krise nicht um selben Punkt trifft. Das gilt für die Energie. Proper Energie ist auch mehr wie Klimapolitik. Das ist Preisstabilität, Freiheit, als Standort stärkt. Am Bereich von den erneuerbaren Energien sind wir auch gut stark vorgekommen. 2023 wird Stromproduktion als Wandkraft um 11% zugeholt. Stromproduktion als Photovoltaik wird um 86% zugeholt. Auch hier schafft die Regierung weiter daran, dass man nach mehr sehr kommen. Zum Beispiel über das Präfinancement von PV-Anlagen, was eine Mannerbelastung für die Bürger darstellt. Zum Beispiel über den Klimasozialplan mit seinen 45 Aktionen. All modernisiert Netz möchte als Land mehr robust, all vereinfacht Prozedur bedeutet, mehr sehr Projekte, mehr lokale Energieproduktion und mehr Abhängigkeit vom Ausland. Am nationalen und lokalen Resilienzplan muss als Strategie an alle Bereiche konkretisiert gehen. Wir brauchen noch mehr Unabhängigkeit an unserer Versorgung mit Lebensmitteln. Und dafür muss man als Produzenten encouragieren und unterstützen. Zukunft wies nicht allein am Ausland, Zukunft wies auch hier. Wenn eine Digitalinfrastruktur ausfällt, dann merkt ihr das direkt. Digitalisierung ist nicht eine Frage von Komfort, sie ist eine Frage von der Resilienz. Wir haben Kompetenz, die wir weiter müssen ausbauen, kritische Infrastrukturen schützen, als Cybersecurity als Teil von unserer nationalen Sicherheit verstehen. Weil Technologie allein ist uns nicht mehr souverän. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Resilienz und Souveränität heißen auch Verteidigung. Dafür ist es richtig, dass Lützeburg sein Deal möchte, mit mehr hohen Efforten an der Défense, mit strategischen Investimenten, mit Projekten wie GAFSA 2, mit besseren Konditionen für als Soldatinnen und Soldaten, mit der klaren Linie, dass Solidarität an der NATO und in Europa nicht nur eine Frage von wir ist. Ein kleines Land wird keine große Armee. Ein kleines Land muss ein seriöser Partner sein. Die Fondsausgaben sind ein Beitrag zur Sicherheit von Europa und ein Signal an als Partner. Lützeburg versteht, dass seine Sicherheit nicht gratis zu kriegen ist. Wenn wir wollen,
als 200 Jahre Unabhängigkeit 2039 feiern, da muss wir solidarisch mit unseren Alliierten sein. Wenn wir als amerikanisch Alliiert verlieren, wenn Europa sich durch Nationalisten und Linksextremisten als treiben lässt, ja, da steht es dann Zukunft schlecht und klar von unserer Nation. Herr Präsident, freien Affärenhandel machen uns mehr resilient. Dafür sind Handelsakkorde wie Mercosur so wichtig. Den Akkord schafft eine wirtschaftliche Zone von mehr als 700 Millionen Menschen. Mit einem kumulierten PIB von 22.000 Milliarden $. Rund 90% der gehandelten Produkte gehen progressiv von Durchschnittstaxen entlastet gehen. An der Schätzung von der Kommission kennt den Export an Mercosur-Länder 39%, also rund 49 Milliarden € pro Jahr klammen, an 440.000 Arbeitsplätzen könnten gesichert gehen. Es geht um diversifizierte Märkte, mit der Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten und von China, mehr sichere Lieferketten und Zugang zu strategischen Premieren. Und es geht um ein Signal. Europa will Partnerschaften, Regeln und Multilateralismus. Wenn Europa sich zurückzieht, werden andere Akteure nicht höflich, bis man alles fertig diskutiert und sie handeln. Wir nicht unbedingt mit unseren Standards, sicher nicht nur unsere Werte, nicht nur unserem Verständnis für sozialer und ökologischer Verantwortung. Herr Präsident, das der Kern von einer modernen Souveränität, nicht Angst für der Welt tun, mit Fähigkeit tun, sich an der Welt zu behaupten. Stärkt durch Vorbereitung, stärkt durch Partnerschaft, stärkt durch Verantwortung. Herr Präsident, wenn ihr an diesem Tag über das Leben der Nation schwätzt, da könnt ihr an diesem Tag nicht lernen Tripartit. Nicht, weil Tripartit eine Wunderlösung für alle Probleme hier im Land ist, aber weil sie weiß, wie Lützeburg aus schwierigen Zeiten funktioniert. Die Regierung hat Sozialpartner unter den Schorf invitiert, weil die internationale Energiekrise konkret Konsequenzen für die Leute, für die Betriebe und auch für die Staatsfinanzen wird man zu springen. Die Zahlen, die präsentiert wurden, weisen deutlich. Am schlimmsten Fall riskieren wir eine Rezession an 3 Indextranchen bis September 2027. Und dafür ist es richtig, zu handeln. Nicht an der Hektik, wie auch nicht zu spät. Mit trauriger Hand, an der Hoffnung, dass jeder mit demselben Geist an diese Diskussionen geht. Nicht für sich selber zu profilieren, aber am Ende vom Land nur Lösungen zu sichern. Tripartit soll dafür kein Ritual sein, als ja sicherlich auch kein politischen Spektakel. Tripartit muss konstruktiv sein. Sie muss resultatsorientiert sein. Also muss für und allem am Ende vom Land sein. Es geht darum, Modernität, Kaufkraft von den Leuten zu erhalten, die Kompetitivität von unseren Betrieben zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Und hier hat doch schon eine wichtige Rolle. Weil wir machen Gesetze. Aller Chor war auch Eiszustimmung von der Legislativ soll umgesetzt gehen. Die CSV-Fraktion unterstützt das Tripartit. Mit Respekt für unsere Sozialpartner, mit einem offenen Ohr für die Zürcher am Land, mir auch mit einem klaren Sinn für das, was Lützeburg wirtschaftlich, sozial und finanziell drohen kann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt wird an den nächsten Monaten nicht mehr einfach gehen. Die Frage ist nicht, ob es Herausforderungen werden gehen. Die Frage ist, wie wir als Land und auch als Politik, als Chamber, mit den Herausforderungen umgehen. Wir können es klein machen. Wir können uns auch permanenter Schwarzmalerei verlieren. Oder wir können das machen, was Lützeburg eigentlich immer in solchen Situationen gemacht hat. Als stärkte Nutzen
als Problem klar erkennen, an der Courage schon befehlt zu gehen. Nicht lebt zu Lützeburg so schlecht, dass wir nicht können besser machen durch alles das, was gut zu Lützeburg lebt. Der Journalist, Schriftsteller Michel Abdullahi hat dieser Dich an der Zeit über Lützeburg geschrieben. Schwätzt von aus. Sie sind viel zu bescheiden, um zuzugeben, wie gut es bei Ihnen eigentlich läuft. Sie sind eigenartig, auf eine sehr angenehme Weise. Sie halten sich nicht für die Nabel der Welt, aber Sie wissen genau, wer Sie sind. Ich hoffe, der gute Mann kann den Novent nur diesem Debat dasselbe noch immer über so nicht. Merci.